Einsatz, Brandmeldeanlage, Grundschule. Wir fahren mit dem LF und mit dem Eifer. Wir wissen aktuell noch gar nichts. Wir wissen nur, dass die Brandmeldeanlage von der Grundschule ausgelöst hat. Und da werden wir jetzt mal rüberfahren und schauen und erkunden, was zur Sache ist. Nathalie Kienmüller-Stadler hat bei ihren Einsätzen schon viele Extremsituationen mitgemacht. Seit 22 Jahren ist sie bei der Freiwilligen Feuerwehr Langenpreising bei Erding. Ja, das erdet dann schon. Also wenn man viele Sachen sieht im Leben, man merkt halt dann schon, auf was ankommt im Leben, auf welche Dinge das wirklich ankommt. Es kommt auf den Moment drauf an und auf Gesundheit und das ist das Wichtigste. Absitzen! Unter 68 Männern ist sie die einzige Frau mit einer Ausbildung zur Gruppenführerin. Der Angriffstrupp mit Atemschutz und einem C-Rohr zur Erkundung ins Gebäude vor, zum Einsatz fertig. Es muss schnell gehen. Der Alarm ging vor 15 Minuten los. Mein Job ist jetzt, dass ich die Gruppe eingeteilt habe, dass ich die verschiedenen Arbeiten eben dementsprechend verteilt habe und damit jeder weiß, was er zu tun hat. Einsätze in der Schule sind besonders heikel, gerade zu Unterrichtszeiten. Dass wir 11:30 Uhr haben und die Schule voll besetzt und da lauter Kinder und im schlimmsten Fall die Kinder zwar draußen sind, aber noch ein oder zwei Kinder abgängig sind, das war so der schlimmste Fall. Um 17 Uhr ist in der Schule zum Glück nichts mehr los. Trotzdem müssen Franzi und Johanna nach Brandherden und Verletzten suchen. Sie sind 2 von 5 Nachwuchsfeuerwehrfrauen in Langenpreising. Ich habe ganz viele Frauen erlebt, die wo immer sagen, nein, das kann ich nicht. Sondern man sollte einfach mal in einen Schweinehund überwinden und sollte sagen, so, und das mache ich jetzt. Und man wird davon überzeugt sein, dass man es genauso schafft. Jetzt mehr erkunden, und zwar der Melder 10.2 hat ausgelöst. Das ist im ersten Obergeschoss. Wenn ihr die Treppen hochkommt, dann links halten und nach oben. Bayernweit liegt der Frauenanteil bei der Freiwilligen Feuerwehr bei rund 12%. Auch die 42-jährige Nathalie musste jahrelang um Anerkennung kämpfen. Man ist dann schon auch oft ein bisschen, ja, wo man mit Vorurteilen eben zu kämpfen hat. Die sind daheim bleiben, seinen Haushalt machen, so diese klassischen Sachen. Und es ist leider Gottes so, dass manche noch immer keine Frauen aufnehmen, um das mal so deutlich zu sagen. Wir wollen ja Spaß haben, deswegen nehmen wir keine Frauen. Ja. Rollenklischees haben Nathalie nie aufgehalten. Schon als Kind nicht. Wir haben halt bei uns in der Nachbarschaft, das war halt sehr jungsgeprägt. Und ich habe noch einen größeren Bruder und ja, da war ich halt eigentlich immer ziemlich viel mit denen unterwegs. Wir waren halt immer draußen unterwegs und haben Schabernack getrieben und haben draußen gespielt. Baumhäuser, Clubhäuser haben wir gehabt. Dieses klassische, ich dränge mich in der Rolle rein, da habe ich keine Gedanken dafür gehabt. Bereits in jungen Jahren hat sie einen klaren Berufswunsch. Nein, ich habe da bloß eine Zeitschrift, da wo verschiedene Berufe drin waren, habe ich durchblättert und dann war der Beruf des Straßenwärters. Da war er so an seinem Meer dort gestanden mit seiner orangen Wahlkleidung und habe gesagt, das wäre ich. Das ist mein Beruf. Trotz Widerstand in der Familie beginnt sie die Ausbildung, wird Drittbeste in Bayern und wird danach Hauptstraßenmeisterin. Ja, so ein bisschen so im Bekannten- bzw. im Verwandtenkreis war schon Skepsis da, weil ich ziemlich gut war in der Schule damals und hat es geheißen, ja, du mit deinen Noten machst so einen Beruf. Klar merkt man sich das, weil man es einfach nicht versteht. Man versteht nicht, wieso man Leute, wenn die so ein klares Ziel haben und so einen Traum einfach, warum dass man da dagegen sein kann, und das verstehe ich nicht. Parallel fängt Nathalie mit 19 auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr an, als eine von wenigen Frauen im Dorf. Also das erste Mal war ich halt bloß so mit zum Zuschauen dabei, da haben die es auch noch nicht so kennt. Und das zweite Mal haben sie mich dann schon kennt und haben gewusst, naja, der Nathalie kann man was anschaffen. Und dann habe ich richtig mitarbeiten dürfen. Bei der Feuerwehr hat sie viele gute Bekannte. Ihren damaligen besten Freund Daniel aber lernt sie online in einem Grunge- und Punk-Forum kennen. Damals hat es noch Chats gegeben, da haben wir gechattet und so weiter. Und es war wirklich super Spätzle. Dann waren wir auf Konzerte miteinander und haben eine tolle Zeit verbracht. Wir sind auf ein Fan-Treffen gefahren und haben uns das erste Mal getroffen. Und ja, der Daniel, das war einfach ein Typ, mit dem wir Pferde stellen können. Der war hilfsbereit, der war voll korrekt. Und ja, es war irgendwie eine total tolle Verbindung. Nirvana wird ihre gemeinsame Lieblingsband. Sie gehen zusammen auf Konzerte und hören stundenlang Musik. Das hat gematcht, das war eine super Freundschaft. Aber auch nicht mehr, es war eine richtig tolle Freundschaft. 2002 aber stirbt Daniel überraschend an einer Herzmuskelentzündung mit gerade mal Anfang 20. Er war leider Gottes allein zu Hause und es hat keiner gemerkt und war halt dann einfach am nächsten Tag tot in seinem Zimmer gelegen. Ja, es war schon hart, wie das dann das erste Mal im Leben, dass du jemanden verlierst mit deinem Alter oder ein paar Jahre älter wie ich, das ist dann schon ein hartes Gefühl.
Nein, ich hab keine Musik mehr. Das habe ich damals irgendwie verloren, das Ganze, weiß ich nicht. Macht mir nicht mehr so viel Spaß. Erst nach vielen Monaten überwindet sie ihre Trauer. 2006 lernt sie auch ihren Mann Stefan bei der Feuerwehr kennen. Bei ihm und den Kollegen findet sie immer ein offenes Ohr. Das ist ganz wichtig, ja. Dass man es eben nicht runterschluckt, sondern dass man miteinander redet, dass man das Geschehene einfach auch ein bisschen noch mehr ausredet, dass man möglichst viel halt im Feuerwehrhaus lassen kann. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man seine Schutzkleidung auszieht, dann lässt man da schon einen Teil da. Und ja, dann im Nachgang redet man immer wieder über so Sachen. Das ist auch das Allerwichtigste, deswegen treffen wir uns auch immer im Stüberl. Das ist nicht bloß zum Zusammensitzen, sondern das ist auch zum Verarbeiten von so Sachen. Die nächsten Jahre verbringt Nathalie jede freie Minute bei der Feuerwehr. Sie macht sogar die Ersthelferausbildung, den sogenannten First Responder. Ich habe halt für mich entschieden, wenn irgendwas mal wäre, dann möchte ich mit dem Gefühl rausgehen, dass ich alles gemacht habe. Doch mit einer Sache rechnet sie nicht. Ein paar Jahre später erleidet Nathalies Tante einen Herzinfarkt. Ja, das ist schon richtig bescheiden, wenn du eine Einsatzmeldung kriegst als First Responder und dann liest du, dass bei deiner Tante ist. Also das ist schon eigentlich das Schlimmste, was ich erlebt habe. Die meisten von Nathalies Einsätzen verlaufen gut. Beim Notfall ihrer Tante aber kommt jede Hilfe zu spät. An ihrem Ehrenamt bei der Feuerwehr hat sie trotzdem nie gezweifelt. Meine schönsten Momente. Ja, ich sag, das ist wirklich, wenn du jemanden geholfen hast, wo du dann merkst, okay, danach, der kommt aus dem Krankenhaus raus oder bedankt sich dann vielleicht auch noch. Wir haben jetzt vor einiger Zeit hat ein Kollege von mir einen aus dem verrauchten, brennenden Gebäude rausgeholt, der hat auch überlebt. Also das war kurz vor knapp, der hat so Glück gehabt und da bist du halt irgendwo schon mit beteiligt und dann merkst du, oh, das Team hat jetzt funktioniert. Derjenige, wenn wir nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen war, hätte er nicht überlebt und das ist schon toll. Seit ein paar Jahren ist Nathalie auch Kreisfrauenbeauftragte und engagiert sich als Jugendwartin dafür, dass mehr Frauen in die Feuerwehr finden. Die 22-jährige Franzi und die 23-jährige Johanna kennen Nathalie seit ihrer Kindheit. Nathalie war unsere Jugendwartin, wo wir bei der Jugendfeuerwehr angefangen haben. Das ist sonst so unsere zweite Mama. Also für mich ist bei der so, Feuerwehr ist halt so die erste Anlaufstelle. Ja, genau. Und ich denke auch schon, dass sie das die eine oder andere einfach mal abschaut und sagt, okay, das, was die Nathalie kann, das kann ich 10-mal besser. Nathalie will mit ihrer Geschichte Frauen inspirieren und Vorbild sein. Kein Wunder also, dass heute in der Grundschule Franzi und Johanna den schwersten Job übernehmen. Sie sind sogenannte Atemschutzgeräteträgerinnen. Wir suchen jetzt alle Zimmer ab. Mit über 25 Kilo Ausrüstung gehen sie direkt in die gefährlichsten Bereiche. Dass man einfach auch die Schule nimmt und sagt, schaut, ihr könnt es ja, wenn ihr wollt. Also probiert es einfach. Weil Frauen oft so das Gefühl, ja, das kann ich nicht, will ich nicht, schaffe ich nicht. Und dieses Gefühl einfach nehmen, dass man es einfach mal probiert. Nach 15 Minuten gibt es Entwarnung. Das ist der Übeltäter, schauen wir mal. Ein technischer Defekt hat den Alarm ausgelöst. Nathalie ist trotzdem stolz auf die schnelle Reaktion ihrer beiden Schützlinge. Ja, es hat eigentlich gut funktioniert. Wir waren relativ schnell im Gebäude drin und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es ein Fehlalarm ist und das ist eigentlich gut gelaufen. Ja. Also der Angriffstrupp, die waren relativ schnell im Gebäude und der Sicherungstrupp hat sich ausgerüstet sofort und es hat sehr gut geklappt. Auch Franzi und Johanna sind froh, ihre Masken los zu sein. Erleichtert. Also man sieht, man schwitzt schon sehr drinnen. Auch wenn es heute nur ein Fehlalarm war, Nathalie ist sicher, im Ernstfall wären sie rechtzeitig da gewesen und hätten Leben gerettet. Es geht ja so und so oft schlecht aus, aber die Millionen Mal, wo was gut ausgeht, das kriegt man ja meistens ja nicht so mit. Und bei der Feuerwehr ist es halt so, dass 99% das immer gut ausgeht. Das macht total Spaß und das gibt dann irgendwie auch einen Sinn fürs Leben und eine Befriedigung.